Hallo zusammen. Hallo miteinander. Herzlich willkommen zurück. Neue Staffel, neue Saison. Jetzt geht es los. Wir sind das erste Mal jetzt hier an der CMT. Wir hoffen, wir verlaufen uns nicht. Und heute wollen wir mal schauen, was die Zukunft der Wohnmobilbranche so bringt. Und zwar ist ja vor allem in Deutschland ein riesiges Problem mit der Dieselgeschichte. Und jetzt haben wir mal schauen, was gibt es Neues. Und außerdem schauen wir noch die neuen Sunlight-Modelle an. Nicht schon immer mal ein Cabriolet wollen? Ich? Nicht wirklich, nein. Und du, Sven, mit deiner Glatze ist sicher super. Das oben ohne Gefährt da ist nichts für mich. Ja, jetzt sind wir hier am Detlefs Stand und eigentlich wollte ich den eHome anschauen. Das ist ein Solar-Wohnmobil sozusagen. Leider haben sie den nicht da. Der ist letztes Jahr das erste Mal hier an der CMT vorgestellt worden. Das wäre sicher für mich zukunftsweisend gewesen, hat leider nicht funktioniert. Dafür sind wir jetzt noch den Alpa anschauen, den ich eigentlich in Bern letztes Jahr schon gesehen habe. Und ist also ein schönes Auto, aber leider überhaupt nicht in unserer Preisklasse. Dafür haben sie aber den Solar-Wohnanhänger da. Wenigstens mal etwas, um ein bisschen reinschauen. Das hier, eine neue Studie von Detlefs, der eHome Coco, ein Wohnanhänger mit eigenem Elektroantrieb. Das heisst, er hat zwei verbaute Motoren, am linken und am rechten Rad eins mit je einer Leistung von 40 Kilowatt. Und das führt dazu, dass er hilft zu stossen. Das heisst, man hat zum Beispiel nur noch eine maximale Anhängelast von 100 Kilo. Den Rest fährt er quasi selber. Und noch viel besser, wenn man bergab fährt, hilft er bremsen, weil er rekuperiert wieder, hat also wieder mehr Energie. Coole Sache. Gerade jetzt hier in Deutschland wird das Mobil hier hinter mir ein riesen Thema werden, weil ab nächstes Jahr soll es ja eine Maut geben, hier auch für Ausländer. Das heisst, man wird eine Art wie eine Vignette lösen müssen. Die wird etwas kosten. Wenn ich mich richtig informiert habe, dann sind das 288 € für das ganze Jahr. Das ist ein stolzer Preis, wenn man mit einem Verbrenner unterwegs ist. Und bis ins Jahr 2030 will Deutschland sogar Verbrenner komplett reduzieren auf Maximum 30% im ganzen Verkehr. Das heisst, Elektromobilität wird gross. Und da kommt dann eben das Mobil hinter mir da, zum Einsatz. Das erste rein elektrobetriebene Mobil. Die Akkukapazität ist 106 Kilowatt. Circa eine Reichweite von 300 km. Tönt an und für sich nicht so schlecht, aber beim Preis hapert es noch ein bisschen. 169'000 € sollen fällig werden und das ist doch ein bisschen viel. Aber ich weiss nicht, was meint ihr? Ich finde Elektromobilität grundsätzlich sehr spannend. Wenn man sieht, was Tesla bis jetzt in 15 Jahren alles gemacht hat, ist eigentlich unglaublich. Aber ich glaube, für Camper ist es noch nicht so weit. Aber ein guter Start, wie ich finde. Ich habe noch etwas gesehen, wo vielleicht etwas wäre, das man jetzt schon sich leisten könnte. Schaut mal da, ein Nikomax.
Wir haben jetzt ja hier den A68 angeschaut, also den Alkoven von dem, den wir haben, TS68. Ich muss sagen, er ist kürzer und er ist wirklich noch cool. Wäre also noch eine Alternative. Wer weiß. Ja, also wir suchen jetzt nichts Neues, aber ich würde ihm das Stockbett rauslassen. Dann hast du eine grosse Garage, hast trotzdem hinten ein Notbett, das du nicht umbauen musst. Und vorne hast du immer schön Platz. Spannende Sache hier bei der Sunlight, sehr interessant. Der V66 gefällt mir jetzt persönlich besser wie der neue V60. Also sind ja beide neu, aber der 66er ist halt 6,60 Meter lang. 6,65 Meter, sprich 70 cm länger als der V60. Und wir finden, es merkt man schon ein bisschen. Also uns gefällt halt im V66, dass die Längsbetter sind. Wiederum gefällt uns besser beim A68 die Bad-WC-Lösung. Das ist wirklich sehr gut. Also wenn es jetzt den V66 mit dieser Badkombi gäbe, wäre also auch gefährlich für uns. Ja. Aber ich würde jetzt sagen, also wenn ihr mit dem Gedanken spielt, um den V60 zu kaufen, würde ich mir doch auch einfach nur Bus anschauen, weil so wahnsinnig viel grösser ist dann auch wieder nicht. Und mit einem Bus fällt man vielleicht unter Umständen ein bisschen weniger auf, wenn man irgendwo in einer Stadt will, sich bewegen will, muss man sich überlegen. Aber die Längsbett-Variante V66 ist etwas, was man sich auf jeden Fall anschauen sollte, wenn man etwas will, das unter 7 Meter ist. Auf jeden Fall, ja. Zwei Tage an der Messe gehen für uns zu Ende. Das war cool. Für uns das erste Mal. Ja, positiv überrascht, weil ich habe zwar viele Leute erwartet, was es auch hat, aber es verteilt sich extrem gut. Extrem. Durch das, dass es so weitläufig ist und so, ist es sehr angenehm da. Bern ist manchmal ein bisschen überfüllt, hat man das Gefühl, aber da ist es wirklich sehr angenehm. Ja. Wir hoffen, ihr habt etwas mitnehmen von dem Ganzen. Wenn ihr eine Meinung habt zu dem ganzen Elektrozeug, das würde mich wundern, schreibt das doch uns unten in die Kommentare. Und für uns geht es jetzt langsam heimzu. Ja, wir haben noch ein bisschen Weg vor uns. Und wie es mit uns weitergeht, werden wir im März sehen, weil dann werden wir langsam das Wohnmobil wieder aus dem Winterschlaf rausnehmen. Genau, das ist der Plan. Sofern es keinen Märzschnee hat, sollten wir im März wieder mobil sein und dann, spätestens dann, geht es bei uns auf dem Kanal weiter. Bis dahin wünschen wir euch viel Spass. Bleibt gesund und fit. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn es wieder heisst. Svefa. On Tour. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.